Hast du gesündigt? Bist du von Zweifeln geplagt? Hast du Angst vor dem Tod? Hast du das nagende Gefühl, dass deine Kirche nicht die Antworten hat? Es gibt einen Grund. Pater James kann helfen. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen Sagebrush. Eine Walking Simulator, wo es darum geht, um eine fiktive Sekte. Und, das kann ich gleich vorwegnehmen und deshalb gleich als Triggerwarnung für Leute, den Massensuizid von eben dieser Sekte. Sprich, das Ende wird nicht gut ausgehen, beziehungsweise mir sehe jetzt das Ende. Wir tun so im Nachhinein jetzt alles Erinnerungen und Aufzeichnungen und sowas angucken, wie es so zugeführt hat. Also, falls das Thema euch zu heikel ist und es ist ein ernstes Thema und das Spiel ist auch nicht lustig oder sowas, es ist ein ernstes Spiel, dann tut mir's leid. Dann würde ich sagen, dann schalte besser ab. Kurze Erklärung, wie ich auf das Spiel gekommen bin. In der vorletzten Folge von Eastshade, was ich hier gespielt habe, es gibt dort zwei religiöse Gruppen, die Wurzel und die Chess. Und ich habe dann zum ersten Mal die Chess mit denen interagiert. Und zwar bin ich irgendwo hingegangen, da stand halt jemand. Und das war wohl die religiöse Führerin. Und die hat einen Satz zu mir gesagt. Und ich war sofort getriggert und auf 180. Weil es halt so das religiöse Geschwurbel, ich weiß, dir fehlt was und ich kann das bieten und ich weiß alles froh mich, ja, dann sag mal was, nee, ich sah das jetzt nicht. So ungefähr. Also, welche viel gesagt, also viele Worte gemacht, aber nichts gesagt. Und so Geschwurbelgedönse, Sekte, religiöse Eiferer, sowas halt. Und das hat mich extrem getriggert. Und ich hab dann halt, wie die Folge fertig war, drüber nachgedacht, sag mal, was ist dann da überhaupt los? Und ich habe mit Sekte und Religion nichts am Hut. Also, okay, Sekte kenne ich mich gar nicht aus. Religion, ich bin durchaus interessiert an Religionen, aber halt null gläubig. Also ich lese Bücher, ich informiere mich bei manchen drüber halt sowas, was das ist und sowas. Jetzt, bevor jetzt alle denken, oh, Christentum. Ja, Christentum, die Moslems, ein bisschen über Buddhismus gelernt, so generell, was Religionen machen. Ich finde das interessant, aber ich glaube halt null dran, gar nichts. Und deshalb, ja, also mit Sekte halt auch nichts zu tun. Du kriegst halt so irgendwie die große Sekte da mit, was weiß ich was. Das fällt mir nichts in. Wie heißt dann die komische Sekte, wo der Chefkoch dabei war? Ihr wisst ja, was ich meine. Die Alien-Sekte, da, was weiß ich was. Und so kriege ich halt mit, oder ja, und es ist halt immer, ich verstehe es halt einfach nicht. Und deswegen dachte ich mir, komm, spielen wir mal Sagebrush, Spiel, was dir das so ein bisschen näher bringt. So, und jetzt viel Gebabbel. Jetzt fangen wir Moschee an, Musik ist eh rum. Und ja, schalte jetzt mal Klapp, lass euch das Intro auf euch wirken und dann sehen wir weiter. Bis gleich. I met Anne first, waiting for the bus. Normally, I avoid talking to just about anybody, but she struck up the conversation. She was so pleasant, so confident. She smiled at me as if she had known me as a kid, and we were just catching up after all these years. She told me she could tell I had a hole in my life. She knew what that was like, she said. She had also had a hole, but it was gone now. I asked her what she was selling, and she laughed and said nothing, nothing at all, that what she had to offer was free for anyone who wanted it bad enough. I asked her what had helped her. She just said, James.
Also, wir sind in der Wüste von Albuquerque. Wie wir gelesen haben, Schauplatz des Massenselbstmordes von 1993. Die Sekte ist fiktiv. Der Entwickler beschreibt, dass es angelehnt ist an alle Arten von Sekte und religiöse Eiferer und was weiß ich was alles. Groß, klein, mittel, bekannte, unbekannte, sowas. Also da hat er sich halt dran orientiert und da wohl Recherche gemacht und hat dann auf dem so ein Spiel gemacht. So, das ist eine Walking Sim, wie man sieht, um mit hervorgehobenen Objekten zu interagieren. Drücke X, dann machen wir das mal. Hallo, Auto, hübsch, hübsch. Was bist du eigentlich? Du bist ein BMW. Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich kenne mich in Autos nicht aus. Ungelogen, du bist überrascht, dass es tatsächlich den ganzen Weg hierher geschafft hat. Du hast etwas Ausrüstung im Kofferraum mitgebracht. Ja, dann schauen wir mal in den Kofferraum. Was hat er da ein Feines drin? Wow. Um dein Inventar zu öffnen, drücke Y. Ein Drahtschneider, den du dir vom Haus geliehen hast. Das ist alles, das ist ein bisschen Ausrüstung, machen wir Kofferraum zu. So. Ja, das Auto blinkt so, weil immer, wenn ich drauf komme, und dann wird es halt hervorgehoben. Und es wird nur hervorgehoben, wenn ich mit dem nicht sehbaren Dingsbums auf dem Auto bin und nicht auf der Scheibe sehe ich gerade. Also guter Tipp erstmal. Ich weiß noch nicht, wie lange du vorhast, dort zu bleiben, aber wäre vielleicht nicht schlecht, das Licht auszumachen, und springt durch das Auto garantiert nicht mehr zurück. Hier ist es. Schöner Himmel. Gleich mal Screenshots gemacht. Gefällt mir. Ich mag so Low-Poly-Grafik, sowas Tor untersuchen. Das Tor rührt sich nicht und du hast nichts mitgebracht, um es aufzubrechen. Stimmt wohl, aber wir haben eine Drahtschere. Benutzen? Geht nicht. Okay. Woher? Hüpfe kennen wir nicht. Wir können rennen, guck. Und sogar recht schnelles Rennen eigentlich. Also das finde ich eigentlich gut, ne? Das Auto leuchtet halt dahin. Welche? Ach, guck mal, da ist ein Löcher im Zaun. Um einen Gegenstand zu verwenden, interagiere mit einem Objekt, um das Inventar aufzurufen und drücke dann X. Drahtschneider schneidet leicht durch den rostigen Zaun und schafft so ein kleines Loch. Guck mal uns, das kann gehen oder durch. Ja, schön. Okay. Boah, ist das ein ganzes Dorf oder was da eben? Also wir gehen jetzt natürlich zuerst einmal in diese alte Hütte hier rein. Oh, Alter. Hey, ich finde die Grafik so super. Kann man schon noch irgendwas machen? Haben wir Taschenlampe? Nein, ne? Das war gar nichts, was ich gerade gemacht habe. Kann lauter und leiser machen. Es ist nicht gut für mich. Ja, das hat er gerade nicht gesehen. Aber ich kann mit meinem Controller lauter machen. Generator einschalten. Nein. Wer ist das? Sind wir hier alle? Ja, das ist noch ein Gebäude. Das sieht aus irgendwie wie so jede Koppel. Keine Ahnung. So, ist ein ganzes Dorf oder was? Ich gehe erstmal an die Tür, ne? So, ein bisschen schneller hier. Tür öffnen. Also. Ja, ist aber dunkel dort drin. Okay, pass auf, hier, das ist mal zu dunkel. Ich mach mal den Generator einschalten. Ein Dieselgenerator. Neben dem Zündschlüssel befindet sich ein Schlüsselloch. Du fragst dich, ob nach all der Zeit noch Benzin kann nicht weiterlesen. Drin ist. Inventar ist übrigens leer. So, dann müssen wir halt so reingehen. Da ist dir wieder Zugang. Jetzt kann ich ruhig aufbleiben. So. Da. Hinwand untersuchen. Es ist zu dunkel, um etwas zu lesen. Okay, das ist ein guter Hinweis wohl drauf. Karten mitnehmen. Es kann ein wenig verwirrend sein, in unserem kleinen Zuhause zurechtzukommen. Keine Sorge. Schwester N hat einige Karten gedruckt, die dir helfen, dich einzugewöhnen. Next. Um die Karte zu öffnen, drücke Back. Ach, guck mal da. Er denkt, ich habe Xbox-Controller. Sehr schön. Ja. Aber damit kann ich was anfangen. Da muss ich nicht gucken. So. Zoom. Okay, es gibt scheinbar nur 2 Stufen Zoom. Okay. Was knarzt denn da? Linker Trigger Zoom, links bewegen, B zurück. Was haben wir dann hier? Also ich bin... Ja, wo bin ich denn? Okay, da unten ist der Zaun, ne? Ich bin im Gemeindehaus auf jeden Fall.
So. Ich bin im Gemeindehaus. Guck mal, da, Lillian, Viola, Andrew, Anhänger. Anhänger wahrscheinlich. Peyton und Leonard oder Leonard. Ach guck mal, das kennt wirklich Koppelgewässchen, was ich da so ein bisschen da hinten gesehen habe, ne, wo ich gesagt habe, das sieht aus wie ein Pferdekoppel. Minen, Kapelle, Feuerstelle, Schule, Pfarramt. Also das Donell ist wirklich so, okay, alles klar. Also man sieht scheinbar nicht, wo man selbst ist, aber man muss sich halt, ja, wir sind im Gemeindehaus, so. Alles klar. Jetzt gucken wir uns mal noch, das ist halt doch wirklich, ich gehe mal da hier, wo Licht ist. Kapelle? Wie lang ist denn das? Also ich Tisch untersuchen. Verschimmeltes Geschirr verunreinigt den Tisch, fleckig und staubig. Yes, das ist das gruselig. Es gibt jedoch kein Essen. Wilde Tiere haben die Reste wahrscheinlich aufgegessen. Alter, also hier. Nee, das ist kein Horrorspiel. Hoppala. Das ist kein Horrorspiel oder sowas. Das Knarz ist schon. Ich finde es aber eigentlich gut, ne? Dass mir immer ein bisschen. Oh, was ist das so? Tape Deck. Well, I had just graduated from college. You know I was a communications major. That part was true. So I graduated and I couldn't find a job. I had no idea what I wanted to do and got pretty depressed. My boyfriend at the time said I was holding him back and took off. So that was that. I could have moved home, but I didn't. I stayed out in California, but it's not like I had any friends there. My parents would call and I would just lie about how things were going. I didn't know what I wanted because I guess I didn't really want anything. I would wake up and just count the seconds ticking off of my life until I fell back asleep. We were all broken in some way, I think. Some more than others. Okay, ah ja, jetzt ist es wieder Gespeik. Es hat Gespeik, hat das gesehen? Gut. Okay. Also, es war wohl die Erzählerin von ganz vom Anfang, vom Intro. Ah ja, ist so ein Lichtschalter, kann ich nicht. Nichts passiert, vielleicht gibt es in der Nähe eine Steckdose. Ja, es ist kein Stromgenerator. Es ist also ein Mädel, ne? College gemacht, alles super, College-Welt hier, wie das halt ist, so als Schulabgänger. Hier alles super, hast Freunde, hast alles. Dann ist die Schule weg. Du musst dich selber zurechtfinden, ne? Musst da einen Job suchen, wenn es halt keinen Job gibt. Oder du findest halt keiner mit dem Abschluss, dann, ja, kann ich schon verstehen, dass es dann irgendwie Kacke ist. Freund haut ab, keine Freunde. Ja, okay, ich lese mal. Aufführungsplan lesen. Aufführungsplan. Montag, Josiah spielt originelle Hymnen. Dienstag, Evangelienlesung. Mittwoch, Juliet macht ein Geigenkonzert. Donnerstag, Evangelienlesung. Freitag, Kinderaufführung des Buches Sariel. Hinweis. Der Strom war in letzter Zeit ziemlich empfindlich. Möglicherweise, oh das Knarze, musste den Generator neu starten, um die Lichter wieder einzuschalten. Der Schlüssel ist in der Box und der Generator ist an der Seite. Öffnen. Da ist der Schlüssel. Schlüssel nehmen. Okay, ich würde jetzt einfach mal, da hinten steht die Gitarre, direkt rausgehen und gucken, ob man durch Strom hier kriege. Weil es ist schon dunkel, ne? Ja, die geht nur hin auf. Wo ist das da hin? Das ist wo man sieht. So, ein bisschen schneller hier. Zack. Rostender Schlüssel, in den das Wort Generator eingraviert ist. Du drehst den Schlüssel, drückst den Knopf und der Generator erwacht mit einem Brummen zum Leben. Ja, aber altes Diesel setzt sich doch unter ab, habe ich gelernt. Sollte man nicht nutzen, aber hey, ist nicht mein. Ach du Scheiße. Gruselig. A perfect heaven awaits those of faith. Ein perfektes Himmelreich erwartet die, die dran glauben. Oder Gitarre untersuchen. Einst ein schönes Instrument, jetzt sind die Saiten verrostet und der Lack verblasst. Notenblatt lesen, guck mal her. Es ist so dunkel mit etwas zu. Ach ja, ich wollte Licht ausschalten, ne? Guck mal her. Deswegen habe ich doch den Generator gemacht. Ich bin ein bisschen doof.
Also das sieht jetzt mehr so no Jugendcamp aus, irgendwie so. Weißt du? Immer war ich in einem, ja. Wo ich so im Sommercamp irgendwie sowas und ja, war in Ordnung so. Und für die Zettel. Notiz an Lennart lesen. Die Speisekammer ist nicht deine persönliche Snackschublade. Das Essen ist für die Herde zum Teilen. Wenn du weiterhin Kekse aus dem Lagerraum stiehlst, musst du dich für deine Verbrechen im Reinigungsraum verantworten. Bitte bete und denk über deine Handlungen nach und wie sie der Herde schaden. Ich bete auch für dich, Andrew. Okay, das scheint die, ja, das, okay, du ist natürlich dunkel. Gibt es so noch einen Lichtschalter? Ja. Oh, das ist ja schön. So. Notiz über Leonard lesen, oder Lennart. Ich bin Deutscher, Leonard. Leonard hat die Warnungen nicht beachtet, mehr als seinen Anteil am Essen zu nehmen. Er plündert ständig Snacks aus dem Lagerraum. Bis wir ihn wieder in den Griff bekommen, habe ich beschlossen, seine Lieblingsspeisen in den Farmschuppen zu bringen und den Schlüssel an der Seite des Bücherregals neben der Tischtennisplatte zu verstecken. Also im Farmschuppe, der Schlüssel zum Farmschuppe ist an der Seite vom Bücherregal, neben der Tischtennisplatte, okay. So, ja, okay, es ist halt, ne, ich weiß jetzt nicht, wie viel später das hier ist. Ob das 93 ist, das Auto, deutet darauf hin, Kistenuntersucher. Stapel von Kartons, in denen alles aufbewahrt wird, von Hefegläsern und Marmeladen bis hin zu Papptellern und Ersatzglühlampen. So, guck mal da, lecker Snacks, Müsli-Schachteln. Hundenweise Müsli-Schachteln, aber nichts von dem zuckerhaltigen Zeug. Oh, gesund gelebt, hä? Kartons mit der Aufschrift Utensilien, Dekoration, Getreide und so weiter. Ist das ohne Schachtel? Die kann ich nicht angucken. Also, aber so aussieht, oh, das kennt Gurke, das ist ein Gürkchen oder Tomatenmark. Ja, das ist aber große Dose Tomatenmark. Ja, Mann, wenn er schon mal in einer Kisch geschafft hat, dann ist es durchaus eine normal große Dose. So, guck mal, das sind wir. Das. Oh. Moment, Lichtschalter. Küchengebet lesen. Ich bräuchte. Mach mir die Tür zu. Ich höre hier Mücke. Lichtschalter benutzen. Hallo? Geht irgendwie nicht so. Ich lese mal das Küchengebet. Aber ich glaube nicht, dass man das lesen könne. Ja. Oh. Spüle. Fliegen summen um eine Spüle herum, die mit ungewaschenem Geschirr gefüllt ist. Also die sind halt. Es sieht hier halt. Also mir Visio, große Dose untersuchen. Eine riesige Dose Schweinefleisch und Bohnen. So, wo du sie früher gegessen hast. Aber nicht so große Dose. Das ist die kleine Schwesterdose. Guck. Kleine Dose mit grünen Bohnen an der Seite eingedrückt. Also ich kann zumindest sagen, ne, also es ist ja schon am Anfang an gesagt, wo es geht hier um Masse Selbstmord. Das ist zumindest nichts gewesen, wo sie, so, wir rahmen jetzt noch schön auf. So würde ich das halt machen, weißt du? Oh Mann, das hört sich so falsch an, aber ich könnte mir vorstellen, wenn es Leute gibt, die vorhaben, sich umzubringen, so dass sie vorher erst alles aufrahmen. Also ich weiß nicht, ich würde es vielleicht machen. Du fummelst an den Knöpfen herum, es gibt kein Zischen vom Gas, keine Klickzündung, dieser jetzt schon lange tot. Kühlschrank untersuchen. Du öffnest die Tür und schlägst sie sofort zu, nachdem der überwältigende Gestank von verrottetem Fleisch deine Nasenlöcher erreicht. Kann ich verstehen. Das ist richtig übel. So. Ah, da ist noch ein Lichtschalter. Guck mal hier. Ah, sehr schön. Was ist das hier? Küchenplan. Montag Spinatauflauf, Dienstag Barbecue, Mittwoch Fasten. Okay. Donnerstag Schweinekoteletts, Freitags Rindereintopf. Nix mit Fisch. Ja, okay, ich meine, die sind hier mit in der Wüste. Ich glaube, du fällst schwer, Fisch zu kriegen oder so. Samstag Hühnchen, Sonntag Fasten. Aufgrund von Stromausfällen sind die Lebensmittelvorräte verfallen. Wir müssen die geplanten Mahlzeiten durch Konserven ersetzen und selbst produzieren, bis neue Vorräte beschafft werden. Ist das noch ein Kühlschrank? Das ist ein Gefrierschrank. Der Innenraum ist mit getrockneten, geschwärzten Resten verschiedener geschmolzener Tiefkühlkost überzogen. Ist besser, dass wir das nicht aufmachen. So, das Küchengebet wollen wir noch durchlesen, ja? Mir leid, das Problem ist, ihr seht so selbst, ich habe hier kein Pointer, kein Marker. Und deswegen ist es manchmal ein bisschen schwer, in Mitte zu finden, alle das Knarze. Ermögliche uns, deine vielfältigen Segnungen mit Mäßigung zu nutzen. Gewähre unseren Herzen Weisheit, um Exzesse beim Essen und Trinken zu vermeiden und in den Sorgen dieses Lebens. Lehre uns, unser Vertrauen in dich zu setzen und deine helfende Hand zu erwarten.
So, da oben an die Schränke komme ich nicht. Da komme ich nicht dran. Das sieht aus wie irgendwas mit Nüsse. Keine Ahnung. Mal Herd untersuchen. Ne, das ist ein Gasherd. Da ist Putzki. Okay. Weiter geht's. Tür öffnen. Ja, ich weiß, wo wir sind. Ja, da sind wir reingegangen. Da sind wir rausgekommen. Wow, jetzt sehe ich die Fliege hier. Die sind ja schon richtig übel. Wo kommt eigentlich die Musik her? Also, wo sind dann die Lautsprecher? Die kommt eher von links irgendwie. Guck mal her, das ist ein Schäposter. Es steht alles dasselbe drauf, oder? Ja. Alles klar. Ist aber kein Ding, ne? Oh, da. Brauchen wir noch einen Lichtschalter? Gibt's so? Ich würd eine Dohi machen irgendwie. Ja, da vielleicht, ne? Schön. So, ich glaube, das könnt ihr mal gucken. Lernt die neuen Mitglieder der Herde kennen. Heißt sie mit offenen Armen und offenen Herzen willkommen. Mein Name ist Christopher. Ich komme aus Flagstaff, war vorher Bauer und hoffe, meine Expertise zur Verfügung zu stellen, um die Herde zu ernähren. Fun Fact: Ich halte den Rekord für die meisten blauen Bänder bei der Arizona State Fair Livestock Competition. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich bin Viola. Meine beiden wunderbaren Kinder, mein Sohn Lukas und meine Tochter Juliet, ja, komm, in dem Fall rede ich Englisch, Juliet, kommen aus Fresno. Ich dachte, die kommen aus der Mutter. Ich werde bei der Erziehung unserer Kinder nach dem Vorbild des Herrn helfen. Fun Fact: Ich bin in Vancouver geboren, also bin ich technisch gesehen auch Kanadierin. Hallo, ich bin Peyton, ich komme aus einer kleinen Stadt in Oklahoma, von der ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt. Ich hatte einen Lebensmittelladen in der Stadt, aber seit er geschlossen wurde, suche ich nach etwas mehr. Pater James hilft mir, das zu finden. Fun Fact: Ich war eine Zeit lang in der Marine. Hallo Freunde, ich bin Candice. Ich liebe das Kochen und Basteln, also hoffe ich, dass ich helfen kann, die Herde zu beleben, damit wir sein Wort einhalten können. Fun Fact: Ich spreche 3 Sprachen. Ich spreche Hochdeutsch, ich kann Pelsisch reden, and I'll speak a little English, por favor. Okay, das war so sinnlos gerade, ich weiß auch nicht. Ich bin Josiah und bin euch und dem Herrn so dankbar, dass ihr mir nach Jahren des Lebens auf der Straße ein Zuhause gegeben habt. Ich habe endlich das Gefühl, eine Familie zu haben. Fun Fact: Der Mann hat keinen Spaß im Leben gehabt. Also der hat, ich meine, er hat auf der Straße gelebt. Der hat garantiert keinen Spaß gehabt. Hallo, ich bin Lillian. Ich war Studentin an der USC, bevor ich abgebrochen habe, weil ich die Belehrungen nicht mehr ertragen konnte. Ich habe nach der Wahrheit gesucht und sie dort nicht gefunden. Jetzt weiß ich, dass ich an der falschen Stelle gesucht habe. Fun Fact: Ich war in den letzten 3 Jahren auf 4 Kontinenten. Das ist interessant. Mein Name ist Vance. Ich habe die Lügen der Kirche meiner Eltern durchschaut. Wir haben unsere Köpfe mit Blasphemie gefüllt. Jetzt sehe ich die Wahrheit wegen Pater James. Fun Fact: Ich bin ein wirklich schneller Leser. Und ich bin ein schneller Vorleser. Okay, interessant. So, daneben haben wir eine andere Broschüre, gell? Broschüre. Hast du gesündigt? Bist du von Zweifeln geplagt? Hast du Angst vor dem Tod? Hast du das nagende Gefühl, dass deine Kirche nicht die Antworten hat? Es gibt einen Grund. Pater James kann helfen. Ja, das ist ein bisschen nicht so auf die Nase gehauen, aber bist du von Zweifeln geplagt? Hast du Angst vor dem Tod? Hast du gesündigt? Ja, Zweifel? Ich weiß nicht, vielleicht. Hast du Angst vor dem Tod? Im Moment nicht, aber so generell, ist das nicht so was, wo ich drauf hinarbeite. Hast du das nagende Gefühl, dass deine Kirche nicht die Antworten hat? Ja, ich habe das Gefühl, dass meine Kirche nicht die Antworten hat, aber es nagt halt nicht an mir. Ach so, der Pater James kann helfen, okay. Pinnwand haben wir untersucht. So, wir gehen mal, guck mal, das sind Bilder. Bist du der Pater James? Das Bild zeigt einen hochkonzentrierten Mann mittleren Alters. Er hält ein Buch in der linken Hand. Das Gemälde wirkt professionell, aber die Entschlossenheit des Mannes ist spürbar. Achso, das Gemälde wirkt weniger professionell. Die Entschlossenheit des Mannes ist spürbar. Oh, was ist da? Oh, guck mal da. Ein Engel geht durch ein leeres Feld, seine Hände im Gebet zusammengepresst. Ja, das ist so gut. Oh, da ist ein schiefes Bild. Gemälde untersuchen. Oha. Dieses Gemälde zeigt einen Engel, der die Leiche Jesu Christi in seinem Grab zärtlich wiegt. Also, er wiegt nicht, wie viel das er wiegt, sondern er tut so ein bisschen bobbele. So. So. Also die Musik kommt von da. So gehen wir jetzt halt nehmen.
Lichtschalter. Da. Ja, ich mache nur vielleicht Notfall wieder, aber im Moment ist es besser. Oh, das ist das Bücherregal. Und die Tischtennisplatte. Da muss irgendwo ein Schlüssel sein. Moment, ich gucke jetzt erstmal, ob ich den Schlüssel... Ah ja, guck doch. Vorschlüssel mitnehmen und den Schlüssel für den Farmschuppen. Sehr schön. Jetzt untersuche ich natürlich das Bücherregal, weil das interessiert mich wirklich. Du nimmst ein Buch aus dem Regal. Wir wissen, dass die Verschwörung bis ins 4. Jahrhundert zurückreichen kann, als Athanasius und seine Gefährten anfingen, wesentliche Werke aus der Bibel auszuschließen. Du blätterst durch eine Broschüre im Regal. Es gibt ein altes Gesetz, das für die moderne Gesellschaft gekämpft hat. Die Rolle des Menschen besteht darin, das Fleisch zu schützen und zu nähren. Die Rolle der Frau ist es, die... Gibt es da mehrere? Du nimmst die Bibel aus dem Regal und blätterst sie durch. Denn Christus hat auch einmal für die Sünden gelitten, die Gerechten für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führen kann, indem er im Fleisch getötet, aber im Geist... Bla bla bla. Aus welchem Teil der Bibel muss denn das sein? Weil das redet von Jesus in der Vergangenheitsform. Es müsse also von irgendeinem Apostel sein, was weit nach dem Neuen Testament ist. Also, ja, das Neue Testament ist nur verschiedene Apostel, wo da hier Abschnitte da haben. Und am Schluss kommen dann noch so die Briefe von Paulus, Saulus, Fraulus an Graulus, Paulus, Paulus. So, ihr seht, ich habe nicht wirklich Ahnung von der Bibel. Wie gesagt, ich habe sie gelesen und ich habe sie komplett gelesen, aber es ist jetzt nichts, was ich empfehlen würde, habe ich glaube ich vorhin schon erklärt. So, Tischtennisplatte untersuchen. Eine Tischtennisplatte. Das ist das einzige Spiel, welches du siehst. Sieht nicht aus, als gäbe es genug Platz zum Spielen, aber echt, wie wollen die das doch machen? Obwohl, boah, das geht fast. Ah, guck. Ich glaube, ich bin männlich. Ich hänge gerade mit meinem Schnippes da an der Tischtennisplatte fest an der Kante. Ah, wow. Okay, hör mal auf damit. So, ich glaube, das Wichtige waren halt die Schlüssel. Ein Messingschlüssel, in dem das Wort Tor eingraviert ist. Ein alter Schlüssel, auf dem Etikett steht Farmschuppen. Was ist denn das? Ein rostender Schlüssel, in dem das Wort Generator... Ach, habe ich dann wieder mitgenommen? Ich dachte, den muss ich da drin lassen. Okay, alles klar. Machen wir wieder ein bisschen Musik an, hier, Leute. Das war so schön. Ich lasse überall das Licht da. Ja, noch genug Diesel da, das muss rausgehen, sonst setzt sich ohne abbrechen. Genau, da Arme nehmen. Oh, ist das ein Flipper? Ich glaube, ja, das ist Support. Licht. So, was ist dann hier? Bibelzitat lesen. Wenn ein Weib ihres Leibes Blutfluss hat, die soll 7 Tage unrein geachtet werden. Wer sie anrührt, der wird unrein sein bis auf den Abend. Und alles, worauf sie liegt, solange sie ihre Zeit hat und worauf sie sitzt, wird unrein sein. Und wer ihr Lager anrührt, der soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser baden und unrein sein bis auf den Abend. Und wer anrührt irgendetwas, worauf sie gesessen hat, soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser baden und unrein sein bis auf den Abend. Levitikus 15, Absatz 19 bis 22, so wird es, glaube ich, gesagt. So. An dieser Stelle hier, die schließe Frauen aus, die ihr da haben. An dieser Stelle kann ich ein bisschen, also ich habe eine gute Bibel gelesen, gute Übersetzung, ich muss mal überlegen. Das war so, ach Gott, wahrscheinlich sieht jede Bibel so aus. Also vielleicht hat das Ding sogar Schulbibel geheißen oder sowas. Dicke Bibel mit Hardcover, Innenband, Innendeckel halt, hellbraun und dann halt das PX da drauf, was weiß ich was. Und das Gute an deren Bibel, es gibt ja verschiedene Bibelübersetzungen, ne? Es gibt so was weiß ich was, die Luther-Übersetzung, die uralt, kann ich halt nicht mehr lesen. Also der hat sie, glaube ich, vom Lateinischen zum ersten Mal auf Deutsch oder sowas übersetzt. Ich weiß doch mehr, als ich eigentlich dachte. Hat wahrscheinlich an der Bibel drin gestanden, egal. Es gibt verschiedene Übersetzungen, neuere, wo halt mehr so, hey, yo, Boss, alles klar. Okay, ob es sowas gibt, weiß ich nicht. Und die, wo ich gelesen habe, war eine, wo wohl die katholisch und die evangelische Kirche zusammengearbeitet haben. Und das Geile an der Bibel war, da waren sau oft, wo so kleine Sternchen waren und ohne Erklärungen dazu. Und das fand ich richtig super. Also wenn ihr Bibel lese, gucke, dass ihr eine kriege, wo ein bisschen Kontext noch dabei ist. Wie zum Beispiel das hier. Ja, die haben Frauen ausgeschlossen, die ihr da haben und was weiß ich was. Ey, ihr müsst bedenken, ne? Es war irgendwie, was weiß ich was, wie viele 100 Jahre vor Christus oder sowas. Die sind in der Wüste rumgerannt. Und du hattest keine
Frauenhygieneprodukte gibt. Du hast da irgendwie Filzlappe genommen oder sowas und hast nur irgendwie um dein Bein gewickelt als Frau und hast dann damit das Blut aufgesammelt und sowas. Und natürlich warst du unrein. Also du bist in der Hitze rumgelaufen, in der Wüste und sowas. Und Infektionen, was weiß ich was alles. Jetzt stell dir mal vor, dann kommt halt der Mann und er kennt halt die Frau, während sie unrein ist. Erkenne heißt nichts anderes wie, die haben halt gepoppt. Steht in der Bibel öfters drin, also der Übersetzung, wo ich gelesen habe. Und dann poppt er die oder was weiß ich, was er da für Spielchen mache und hat dann halt ne, Blut oder Menstruationsblut an sich und sowas halt. Es kann sich halt infizieren und das alles in trockener Luft und sowas. Dass sowas in der Bibel steht, das sind einfache Hygienetipps. So wie halt, ne, es steht ja irgendwo drin mit dem Fischessen oder du sollst keine Krustetiere essen, sowas. Auch hier wieder, ich könnte mir halt vorstellen, die haben keinen Kühlschrank und nichts gehabt, ne. Das war halt der Grund, warum die hingehen und sagen, Fisch sollen sie eher nicht essen. Ganz einfach aus dem Grund, der ist nur um halbe da, ist der Fisch schlecht oder sowas, oder das Krustetier oder sowas. Und du siehst ihn vielleicht nicht so wie im normalen Fisch oder so. So viel zu dem Thema. Ich merke gerade, dass ich hier voll rüberkomme, wie hier, oh, Bibel, voll geil. Nee, wie gesagt, ich bin interessiert. So, aber halt, ja, Spiegel untersuchen. Schießt müde aus. Okay. Das ist ein Metallabort. Ja, hopp, leicht zu reinigen, aber, ja, bequemeres. Es gibt so schönes Bibelzitat, eines meiner Lieblingsbibelzitate. Ich merke mich an wie so religiöser Fuzzi. Oder Unleide Buch, haben wir das schon gelesen? Aber eins meiner Lieblingsbibelzitate, muss ich eigentlich irgendwann mal raussuchen, lautet irgendwie folgendermaßen: Wenn der Mann auf der Stirn seine Haare verliert, so hat er eine Stirnglatze, er ist rein. Wenn er irgendwie auf dem Hinterkopf die Haare verliert, so hat er eine Hinterkopfglatze, er ist rein. Das ist ein klasse Zitat. Das bringe ich halt, ich wüsste mal wirklich auswendig lernen sowas, weil immer wenn einer irgendwie so pseudo krasses Bibelzitat bringt, steht in der Bibel, und dann sage ich, jo, in der Bibel steht da, dass man da die Horrorfalle, dass du Glatz hast. Stimmt ja, aber ist es halt noch relevant, das so genau zu hören? Ja, da bin ich halt rein. Eigentlich geht es halt in dem Zitat darum, wenn da irgendwie, wenn da die Haare ausfalle, büschelweise irgendwo, dann hast du Malaria oder was weiß ich, irgend so Krankheit, und dann bist du halt nicht rein und dann hast du nicht bei deiner Leid im Lara zu bleiben. Ich meine, es war alles noch im Alten Testament gestanden, was ich jetzt so gerade sah. Da sind sie ja noch umhergezogen und haben noch ein bisschen rumgezeltet. Achso, ja. Altes Testament lässt sich zusammenfassen mit Campingtipps und Unwetterwarnungen, und Neues Testament ist Wiederholung. Also Wiederholung, einer sagt was und 5 Mal wird es wiederholt. So. Das ist meine Zusammenfassung der Bibel. Perfekt. Und das ist noch, Männer- und Frauenklo oder was? Oh, das ist ja mal hübsch. Also, ich hätte mir jetzt halt denken können, dass die einfach Abortan gut ist, aber das ist eigentlich schon, sieht immer noch müde aus. Oder war, ja, ist es, nein. Nee, ich gucke da jetzt nicht in die Klonin. Das ist, wie gesagt, es ist hier kein Horrorspiel, Bibelzitat. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, denn die Füße waschen. Wer gewaschen ist, bedarf nichts, denn die Füße zu waschen. Sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Wer gewaschen ist es eine schlechte Übersetzung oder ist es seltsames Bibelzitat, also die von einer seltsame Bibelübersetzung? Wer gewaschen ist, bedarf nichts, denn die Füße waschen. Wer gewaschen ist, bedarf nichts, denn die Füße waschen. Sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht. Verstehe ich nicht. Sicher, jetzt stellen wir uns mal vor, das hat so eins zu eins in der Luther-Übersetzung von der Bibel gestanden. Das lässt du halt, denkst, was willst du von mir? Und deswegen gibt es mehrere Übersetzungen. Weil vielleicht steht in einer anderen Übersetzung drin, Junge, wäsch dich, dein Fies stinke. So steht es wahrscheinlich nicht drin. Okay, ich schließe da draus, dass das hier das Männerklo ist und das da eben das Frauenklo.
Einfach weil da halt Tipps für Frauen aus der Bibel draufstehen und das andere Tipps für Männer. So, wo man gerade nochmal bei dem mein geiles Bibelzitat-Gedönse ist, ne, mit dem glatze Ding, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn da vorne die Haarausfall hast, Stirnglatze, wenn du eine Hinausfall hast, Hinterkopfglatze, alles super beschreien, sowas. Braucht man das halt noch? Ja, erkennt man halt dort dran. Das ist halt vor über 2000 Jahren geschrieben worden. Ich bin mir gar nicht so sicher. Das ist über 2000 Jahre her ist, das Alte Testament zumindest, weiß ich nicht. Aber das sind Dinge, die hast du damals gebraucht, aber heute da kannst du das nicht mehr eins zu eins so machen. Und wenn du schon bei den Hygienetipps merkst, dass du die Bibel nicht eins zu eins interpretieren darfst, dann würde ich einfach mal behaupten, dann mach das auch nicht mit anderen Anweisungen in der Bibel, die eins zu eins interpretieren. Das Problem ist halt, du musst sie halt interpretieren und dann kann jeder hinschreiben, was er will. So, Junge, wir sind jetzt eine halbe Stunde drin und sind wir genau durch ein Haus gekommen. Ich hätte vielleicht doch die Musik ausmachen sollen. Guck mal, da brennt es. Wir laufen erst mal ums Heisel drum herum. Ich will mir das so alles angucken. Aber wir rennen ein bisschen, wenn es nichts zu gucken gibt, rennen wir. So. Also ich würde jetzt gerne ich hätte die Musik ausmachen sollen. Deine Geräteschuppe dort durchsuche. Also erstmal finden, der Geräteschuppe. Ist das da das Tor? Toröffnung. Das rostende Schloss wehrt sich, gibt aber schließlich nach und das Tor öffnet sich. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt halt da hin, ne? Wenn wir schon mal das Tor auffahren. Oh Mann, das mag ich schon gar nicht. Ihr Leid, ich kann es nur wiederholen. Es ist kein Jumpscare-Horrorspiel. Aber es würde astrein die Atmosphäre haben. Okay. Wir halten uns mal links, ne? Okay, das ist ein Zaun, der irgendwie durch ist. Ich halte mich mal links ganz einfach. Was soll ich? Ich habe ja Karte, ne? Ich glaube jetzt nämlich, also wir sind ja durch das Tor durchgegangen. Wir sind jetzt ganz links am Zaun ist Leonards Haus. Und dass ich mich dort ein bisschen orientieren kann, welche? Was ist denn das da? Oh, ich brauche unbedingt Taschenlampe oder sowas. Also schon schon mal hier ein Problem. Alter, war das so Clay Wohn war oder sowas? Ich habe gemeint, die Hand, wenn ich ins Heiser. Aber auf der anderen Seite, vielleicht ist aber so Clay Wohn war irgendwie. Das ist der Campingplatz. Besser irgendwie. Wie so Gruppeunterkünfte, sowas. Guck mal, der hat sogar ein Vorzelt gehabt. Nice. Verkettete Tür untersuchen. Alter Schlüssel, auf dem Etikett steht Farmschuppen. Die Tür ist mit willkürlichen Kettenschlaufen gesichert. Ich probiere mal den da. Ich sehe nicht, wie mir das weiterhelfen soll. Ich probiere mal. Ja. Okay, das ist nette Farmschuppe. Ich brauche unbedingt Taschenlampe. So, ich könnte da die Helligkeit ein bisschen heller drehen, will ich aber nicht. Erst mal, lass mal so, ne? So waren wir, glaube ich. Ja, da waren wir doch schon drin. Da ging es nicht hin. Geht da was auf hier? Ah, das ist eine Tür öffnen. Die Tür ist zugerostet. Okay, ist das? Bruder Aaron. Viola, Andrew, Peyton, da steht nichts von Bruder Aaron. Da stehen da überall Namen dran. Das ist immer lustig. Steht da einer? Bruder Earl. Earl Sneed Sinclair. So, dann steht doch da aber auch bestimmt irgendwo Bruder Peyton. Den habe ich schon gelesen. Ey, guck mal, wir müssen mehr an den Zaun gehen, um zum Leonard zu kommen. Aber eigentlich, ne, Geräteschuppe. Ich gehe jetzt erst einmal an irgendwas dran, was noch Schuppe. Was ist denn das? Dusche? Nice. Ja, okay, die Dusche ist natürlich für die Hardcore-Exhibitionisten. Da hinten kann ich die Dusche. Ah, kommt nur daneben einer. So. Ja, geil. Oh, was gibt's so? Das ist ein Abort.
Alter, Freiluftabort. Da kann da ja jeder beim Kacke zugucken. Ach komm, wenn ich nur so Klapptiertrage mache. Ja, ich weiß, das ist Amerika und da sind nur Spaltmaße, okay, aber gar kein Tier drin zu haben, ist schon ein bisschen übertrieben. So. Was sind noch mehr Dusche? Und Aborze? Ist laut hier. Okay, ist die falsche Seite, glaube ich. Ja, also acht. Liliens Wohnwagen öffnen. Hat nicht funktioniert. Schwester Lilien. Nee, es geht halt einfach nicht. So. Oh, ich komme da gar nicht weiter, sicher? Ich weiß halt nicht, ob ich da was finde. Schwester Julia und Ellie. Tür ist zugerostet. Das ist alles irgendwie. Okay, das sind wirklich die Heiser. Ich habe gemeint. Schwester Viola, Juliet und Lukas. Ah, das sind die. Moment. Schwester Viola ist die Frau, wo vorhin geschrippert. Und Juliet und Lukas sind ihr Kinder. Aber die sind in so einem. Wie sind eigentlich die Tiere da überall abgeschlossen? Vertraue die sich nicht. In so einem kleinen Wohnwagen, das ist schon krass für 3 Leute. Was ist das? Ah, das ist der Anhänger. So, wer bist du? Das ist der Hope. Hoffnung habe ich irgendwie aufgegeben. Oh, was ist denn der da umgeschmissen? Ja, draufklettern kann ich, glaube ich, nicht. Ich suche immer noch eine Schuppe, ein richtiger Schuppe. Schwester Alana, die habe ich schon mal gelesen. Andrew Anhänger. Redenlinien, Gemeindehaus. Ich hoffe nicht, dass es so wirklich Tag-Nacht-Gedönse gibt hier. Was ist das da hinten? Ich erkenne genau. Einfach weg. Dann sind wir nämlich tierisch aufgeschmissen. Weil ich nämlich so lange rumsuche. Oder Andrew. Das geht alles nicht. Ich suche ein normaler Geräteschuppe. Weil man da nämlich einen Schlüssel davor haben. Da kommen wir mal her. Das ist das 2, ne? Weil man nämlich von der Geräteschuppe einen Schlüssel haben. Weißt du? Ich gehe nur da gleich da hingucken. Und vielleicht ist in einem Geräteschuppe eine Taschenlampe. Also ich hoffe, dass es eine Taschenlampe gibt. Beziehungsweise, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Taschenlampe gibt. Aus dem einfachen Grund, weil vorhin bei der Einstellung von der Taste hat es eine Taste gibt für Taschenlampe ein- und ausschalten. Und das ist B. Ich kann aber keine Taschenlampe innen ausschalten, sprich ich habe keine. Das wäre ein ziemlich großer Geräteschuppe, oder? Okay, was macht der ist noch so. Das ist wieder so Generator, gell? Ah, gut. Du drehst den Schlüssel, drückst den Knopf der Gerade und machen einen Brumm zum Leben. Das ist aber nicht das heißt, wo wir herkommen, gell? Nee, da war der Generator ja an der ganz anderen Seite. So, Tür öffnen. Quiek. Das ist eine Haufe Jacke. Aber erstmal Licht anmachen, ne? So, voila. Ah, das ist die Schule. Moment. Schule. Feuerstelle. Wie macht man da kleiner? Hier. Ah, da oben, das ist die Schule, ne? So. Oh, Kinderjacke untersuchen. Jacken von Lukas, John und Juliet. Du durchsuchst deren Taschen, findest aber nichts. Das sind Kinder, sei froh, dass keine getriegelte Träne während drin sind. Das ist der Lichtschalter. Also bleibt wieder so Ding, wo labert. Notiz an Juliet lesen. Juliet, Schatz. Warum bist du so stur? Warum lehnst du die Liebe der Herde ab? Du passt im Unterricht nicht auf, du gibst dir keine Mühe, deine Aufgaben zu erledigen. Du lügst bezüglich deiner Lesungen. Ich mache mir Sorgen um dich. Ich habe Pater James gebeten, sich etwas Zeit zu nehmen, um mit dir unter 4 Augen zu sprechen. Bitte höre ihm zu, er weiß so viel. Er kann dir helfen, deine Zweifel zu zerstreuen, versprochen. Bitte versuche es. Dann leisten wir gleich mal Juliets Arbeit.
Jesus ist mein Vorbild, weil er perfekt ist und jeden liebt. Ich möchte mehr wie Jesus sein. Besuch mich nach dem Unterricht, Juliet. Okay, pass auf. Okay, ich kann das jetzt noch nicht inordnen, natürlich. Johns Arbeit. Leonard und Peyton, Leonard und Peyton sind meine Vorbilder. Sie wissen, wie man kämpft und wie man die Herde vor Satan und anderen Bösewichten beschützt. Gute Arbeit, John. Jedoch hoffe ich, dass es nie zu Gewalt kommen wird. Ellies Arbeit lesen. Mein größtes Vorbild ist Anne. Wie uns alle ist sie eine perfekte Frau und Mutter, genau wie Mary. Sie tut alles, was ihr gesagt wird, um Pater James zu helfen. Sie denkt an alle anderen, bevor sie an sich selbst denkt. Ich hoffe, ich werde genau wie sie sein, bevor die Tage der Abrechnung kommen. Alter! Also, dass Kinder schon über die Tage der Abrechnung. Großartige Arbeit, Ellie. Anna wäre stolz, das zu hören. Du wirst viele Chancen haben, genau wie sie im Paradies zu sein. Mach dir also keine Sorgen. Okay, die Anna ist wohl schon gestorben oder so. Moment, ich komme doch nicht direkt neben. Ich bin so dick. Lukas Arbeit, lesen wir mal so. Pater James ist ein großes Vorbild für mich. Er ist ein Prophet des Jesus und eine großartige Person. Er wird alle unsere Seelen retten und uns in den Himmel gehen lassen. Pater James ist auch witzig und klug. Er macht Scherze während seiner Reden und bringt jeden zum Lachen. Er zeigt, dass man ein guter Mensch sein kann, auch wenn man etwas merkwürdig aussieht. Es ist das Innere, das zählt. Weil er mich das gelehrt hat und so meine Seele gerettet hat, ist Pater James mein Vorbild. Ich liebe Pater James und Jesus. Wunderbare Arbeit, Lukas. Pater wird stolz sein. So, und jetzt lesen wir nochmal das von der Juliet. Jesus ist mein Vorbild, weil er perfekt ist und jeden liebt. Ich möchte mehr wie Jesus sein. Ja, wir haben ja schon gerade gelernt, dass die Juliet dem Ganze da, ne? Und das noch mehr so. Ja, das sieht aus wie. Könnte Bücher sind. Tafel untersuchen. Man erkennt verblasste Zeilen aus der letzten Unterrichtsstunde. Die erste Offenbarung. Der Tag, an dem Pater James die Wahrheit empfing. Ach so, die haben ihr eigene Schriftstücke. Die erste Offenbarung. Jo, da hat er dann, ne? In den Hut geguckt. Oder wie war das? Kalender untersuchen. Du blätterst durch den Wandkalender und siehst die folgenden markierten Termine. 7. April, Feier zur Kreuzigung. 3. Juni, Fest zur ersten Offenbarung. 18. Juli, Feier zur Geburt unseres Propheten. Bücherregal. Du nimmst ein Buch aus dem Regal heraus. Der Bildband der Bibelgeschichten. Einige Seiten wurden herausgerissen. Na. Es gibt mehrere Exemplare des Buchs Sariel. Beim Durchblättern fallen dir große Unterschiede in den verschiedenen Versionen auf. Es gibt ein Lehrbuch des junge Erde-Kreationismus namens Die wahre Geschichte der Erde. Ach, Kreationismus. Schön, schön. Hey, also, ich wollte gerade sagen, wo ist das Licht hier? Was ist denn das da? Ist das Dich für die, wo nicht aufpassen oder was? Keine Ahnung. So, dann hören wir uns das da mal an. Tape-Deck benutzen, komm her. Ah ne, wir gehen erstmal in den gucken. Ist da noch ein Buch? Ja, aber das kann ich wohl nicht lesen. Noch, oh. Die sind so eng, da kommt der Erwachsene gar nicht durch. I often helped Viola in the schoolhouse. I enjoyed working with the children. We taught them reading, writing, scripture. Viola was one of the most faithful among us. If Anne was like the mother of the flock, Viola was the older sister. I remember one lecture she gave the children on the nature of hell that was so vivid, so unflinching, it had the kids in tears. Alter. I told her she was scaring them, and she said, "Good, they should be scared." Aha, kleine Kindererschrecke, ja. O-P-Q-R Atu? Ah, es ist Schreibschrift S. Ah, Schreibschrift. Das ist aber doch kein großes Schreibschrift S, oder? Oh Mann, ey. So. Ich versuche mich hier noch, aber ich kann mir das hier in der Schule Taschenlampe gibt. Okay, aber das ist schon, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie alt die Kinder waren. Ein Violet? Moment. Violet, ja. Violet ist die Mutter von Juliet und noch M. Also die Mutter ist halt mit ihrer Tochter hier, du, ich glaube so, ist nicht so, du musst mal mit dem Pater James reden, so. Aber alles noch, ich sag jetzt mal, ne, ist nicht so, du kommst in die Hölle, sondern alles noch so, ey,
Du musst mal mit Pater James retten hier. Das ist nicht so, wie es sein soll. So. Wie gehen wir da hin zu dem Heißel? Warte mal, gucken wir. Ins Pfarramt. Oder soll man mal die Feuerstelle? Wir gehen ins Pfarramt, oder? Wir rennen. Wir rennen ins Pfarramt. So. Ah. Da ist Tür öffnen. Warmschuppen. Ja, Generator, ne? Ja. Okay, wir kommen nicht ins Pfarramt drin. Ich höre hier Coyote-Heule. Also das hier ist noch Schule. Und neben der Schule müsste die Feuerstelle sein. So, da ungefähr. Ist das so die Feuerstelle? Ja, das ist die Feuerstelle. Oh, was ist da? Bretter. Wow. Da ist die Feuerstelle. Schön, ne? Okay, also ich gehe jetzt davon aus, weil ich die höher gucke, dass das da Banks sind zum Draufsitzen und so. Nee, vielleicht ist es ja gut. Ich wollte gerade sagen, die sind ein bisschen arisch weit weg von der Feuerstelle, ne? So kriegen sie aber nicht warm. Aber, ja, nee, wahrscheinlich haben sie da gehuckt und musiziert oder sowas. Was ist denn das da? Schmutzfleck? Ein kleiner Hügel aus Schmutz ragt am Fuß des Baumes hervor. Okay. Ja, ich tue halt untersuche mit X, ne? Und dann ploppt dort dauernd das Dingens so auf. Aber ja, man sieht ja, ne, oben ein kleiner Hügel aus Schmutz, ne? Also, ja, ich weiß nicht, was kann man da benutzen? Vielleicht eine Base? So Dreck am Baum. Aber vor allen Dingen, es ist raus, da ist alles Schmutzfleck. So, Moment, ich gucke auf die Karte. Wir sind hier, hoppala, an der Feuerstelle. Also müssen wir einfach nur nach Norden gehen, die Kapelle. Und da gibt es Weg hinter der Feuerstelle. Säuberungsraum. Säuberungsraum ist das Geräteschuppe. Guck mal da unten. Ist das mal Auto? Ist das Satellitenaufnahmen? Nee, Feuerstelle, okay. Also hinter der Feuerstelle, Moment, müsste es einen Weg geben. Ist das so der Weg? So. Ah, das da könnte der Weg sein, oder? Also überall Planke rum. Was ist denn das da alles? Ich guck mich mal so ein bisschen so um, ne? Hausschild untersuchen. Ein abgenutztes Hausschild bedeckt mit Schmutz und Gras. Hä? Noch eins? Erste Base. Die erste Base des kleinen Baseballfeldes. Das ist kein Hausschild, das ist das Home. Mann, ey. Baseball. Das ist Home. Alter. Ich kann euch sagen, ne? Also ich meine, das sind Berge und alles. Du hast mal Wetze gemisst, die Leute. Ist die zweite Base oder was? Ja. Komm, ich untersuche sie. Die zweite Base. Ist die dritte Base. So, und jetzt hat Home. Also, ihr Leid, pass auf, ich erkläre euch das. So wie ich das gelernt habe. Erste Base ist Küsse. Zweite Base. Ist es schon Fummle? Und dritte Base ist. Pass auf. Nee, also noch einmal. So, pass auf. Fangen wir von vorne an, ne? So, das ist Home. So. Das ist ein Pitcher-Block, da habe ich gerade geguckt. Hügel des Pitchers untersuchen. Der Hügel des Pitchers ist etwas erhöht auf einem Haufen Dreck. Etwas erhöht. Guckt mal, der rechte ist auch nicht viel, ne? So, also. Erste Base ist Knutsche. Zweite Base ist Händchenhalde. Ne, warte mal. Das wäre ja falsch. Machen wir noch einmal. Ich weiß gar nicht. Ja, sorry, aber okay, pass auf. Wir sind ja züchtige Leute. Wir sind ja hier alles Katholike. Quatsch. Wir sind ja hier alles Gläubige. So ist besser. Also, ne? Erste Base. So, erste Base ist Händchenhalde. Ich bestimme das jetzt. Ich bin Pater James. Zweite Base ist Knutsche. Und die dritte Base ist Fummle. So unterm T-Shirt ein bisschen, oder? Welches auch halt. So. Und dann ist er Home. So. So, habe ich als Baseball näher gebrungen, ja? Gut.
Wir sind da an den Felder. Ich gehe mal ganz runter, weil ich denke mir so, dass am Ende vom Feld eine Geräteschuppe ist. Das wäre nur logisch, ne? Was ist das so? Zaun. Ah, das ist das Gemeindehaus, ne? So, warte mal, ich kann noch mal auf die Karte gucken. Säuberungsraum. Ah, guck mal. Da ist die Farm. Ja, ich bin richtig in meiner Annahme, dass da irgendwo Geräteschuppe ist. So hinten, das kleine da habe ich gedenkt, oder? Wenn ich ob noch durchs Maisfeld gehe, kenne. So, ich sah, das ist eine Geräteschuppe, richtig? Tür öffnen. Ah, Farmschuppe, sehr gut. Okay, gibt es hier Strom? Wahrscheinlich nicht. Schrank untersuchen, Regal. Ich mache mal die Tür zu. Regal untersuchen. Ein Benzinkanister leer. Gießkanne auch leer. Säcke mit Samen und Unkrautvernichter. Ah, das hatten wir schon. Okay, ich gucke mal im Schrank. Voller Garten und Landmaschinen, voll mit altem grauen Dreck. Und ist das Müsli? Ja, wahrscheinlich ist es Müsli. Da haben sie dann das Lieblingsmüsli von dem Ende da versteckt. Jacke untersuchen. Eine zerklüftete alte Arbeitsjacke. Du wühlst in den Taschen, hustest wegen des Staubs. Du findest einen Schlüssel. Okay, was für Schlüssel haben wir dann gefunden? Andrews Wohnwagen. Ah, sehr gut, ja. Andrews Tagebuch lesen. Das ist zu dunkel. Okay, Tape-Deck benutzen. The first time I met Father James, I was immediately filled with a sense of peace. It's hard to explain. I guess he just seemed so sure. He asked if I was a believer. I said I'd been raised Catholic, but it never clicked. There's a reason for that, he said. They've been lying to you, all of them. And I knew he was right. Oh. Kette ziehen. Komm her. Ah, Licht, gut. Oh, geil. Batterien. Du steckst Batterien in deine Taschenlampe. Hoffentlich ist sie noch geladen. Ich hab Batterie. Deine Taschenlampe ein- oder auszuschalten, drücke B. Ah, Moment. Ich kann gerade das Andrews Tagebuch lesen. Kann jemand wirklich die Freude der absoluten Wahrheit erkennen? Die Freiheit mit dem Loslassen all unserer Zweifel, die mit dem Loslassen all unserer Zweifel einhergeht, wie so viel Ballast ins Meer. Ja. Ich kenne dieses Gefühl jetzt. Lange habe ich gesucht. Ich habe unter den Katholiken gesucht, Götzenanbeter und Perverse. Ich habe unter den Baptisten gesucht, das sind die evangelische Heuchler. Ich habe unter den Pfingstlern gesucht, infiziert von Scharlatanen. Okay, Pfingstler sagt man nichts. Ich habe so viele Kirchen ausprobiert und alle von ihnen, jede einzelne, war mit Narren und Lügnern gefüllt. Hui, oh, die ist sogar richtig gut, die Taschenlampe. Okay, da steht Müsli. Aber, ja. Ja, untersuchen. Sieht so aus, Moment, als wären das vielleicht irgendwann an Marmeladengläsern angelegtes Gemüse gewesen. Einfach nur noch ekelhaft. Okay, wenn sogar als ingelegte Sache eklig ist, dann ist da klar, ne, dass es schon länger her ist. Ich glaube, hier drin haben wir alles gefunden und wir haben jetzt eine Taschenlampe und den Schlüssel zu Andrews am Wohn war, wo man jetzt aber sieht, mit der Taschenlampe. Voll cool. Und vor allen Dingen, ne, die macht halt auch wirklich hell. Die ist richtig super. So. Sollen wir zum Andrew gleich gehen oder hier? Oh, guck mal, du hast einen Traktor gehabt. Geil. Soll ich mit rumfahren? Cooles Teil. Ein Bulldog, Alter. Ich guck mich hier so. Oh, guck mal. Das sind Heuballe oder Strohballe. Hier hat man ja den Unterschied zwischen Heuballe und Stroh, also Heu und Stroh erklärt. Irgendwie eins ist getrocknetes Gras und das andere ist getrocknetes Getreide oder so irgendwie. Ey, es tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich kann ja nicht alles wissen. Ich bin ja nicht Pater James. So, wir springen durchs Getreide, wir springen durch die Saat. Hurra, wir verblöden, für uns bezahlt der Staat.
schön. So, ich brauche noch ein paar schöne Screenshots, muss ich mal ein paar mehr machen, ne? Oh, das sieht ja richtig geil aus jetzt. Wir sind zwei Heiser, ne? Okay, guck mal, das, was ich da am Anfang fälschlich als Pferdekoppel bezeichnet habe, ist der Unterstand für die Geräte und Heuballe und so. Ist da irgendwas zu finden da drin? Ey, wie fies wäre das? Was ist denn das da hin? Wahrscheinlich ein Zaun, oder? Ne, das ist. Ach, wie schön. Ah, schön 2D-Objekte, ja. Ja, Zaun. Wie fies wäre das, wenn du jetzt wirklich irgendwo, also ich meine, hey, weil mir hier Kumo kenne und kenne einfach so hingehe mit einer Drahtschere und können uns umgucken, dann kenne das andere und jetzt, oh, stell euch mal vor, wenn es so Jumpscare gibt. Alter Schwede, hey, ich hoffe nicht, dass sowas passiert hier. So, ja, wir gehen jetzt zuerst mal in das Farmhaus und ich renne ein bisschen durchs Getreide und ich renne durch die Saat. So. Ja, ist blöde Gedichter, weil es ist aus dem Werner Film. Beziehungsweise es ist sogar aus dem Werner Comic. Und da ging es auch noch ein paar Strophe weiter, glaube ich, im Film. Okay. Im Film haben sie nur. So geht's ausgerechnet da innen. Du versuchst vergeblich die Tür zu öffnen, dabei entsteht ein metallischer Geruch. Rost. Oh nee. Nee. Ja. Was riecht metallisch und ist wahrscheinlich kein Rost? Ich habe so die Vermutung, dass dort drin Leiche sind. Aber also nicht Leiche, aber dass es so Mine war? Also nicht Leiche, aber dass dort drin vielleicht das Suizid stattgefunden hat. Die Tür klappert und knarzt, scheint aber verschlossen zu sein. Ah, nee, das kann man hier nicht helfen. Okay, das ist der Ingang zu einer Mine. Interessant. So, ich gehe mal over. Opala. Die ist zu steil. Ich gehe over an die Kirche, ne? Und da hinten könnte man auch mal hingehen. Das ist. Gar nicht gut. Blut ist unter der Tür hindurch gesickert und in den Schmutz eingedrungen. Fliegen schwirren noch immer in der Gegend herum. Versuch's vergeblich, die Tür zu öffnen. Boah. So. Ich will da oben zu der Kapelle. Ja, ich weiß, dass wir den Schlüssel vom Andrew haben. Dann machen wir danach gleich weiter. Aber wenn wir schon mal da sind, dann gucke ich mir einfach alles an, ne? So.